Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Deine Aufgabe? Wie darf der Gebel interessieren? Die hier drinnen und draußen. Diese Roben wurden während der Geheimtreffen der mythischen Morgenröte getragen. Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium... Ja, die Schwertscheide. Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der Mythen. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise eine Geschichte, oh Gott. Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte. Kommen wir mit der Story der Toten Sauer her. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in 3 Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Mindestens 2 der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom 3., Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile wie auch immer besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. So, jetzt möchte, dass ich da die Sachen zum Klau. Na gut. Hier, bitte. Ich hoffe, das Museum hat euch gefallen. Sie haben Merunes Dagon angebetet, der dädrische Fürst der Zerstörung und der Veränderung. Die mythische Morgenröte hat Uriel Septim VII. Und seine Erben getötet. Das war der Auslöser der Ereignisse, die zur Oblivion-Krise führten, als die Daedra in Tamriel einfielen. Alles, was von diesem berüchtigten Kult übrig geblieben ist, habe ich in meinem Museum zusammengetragen. Ah, eine ausgezeichnete Frage. Merunes Dagon ist der dädrische Fürst des Wandels, der Zerstörung und der Ambition. Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Silus, Viel Glück schau auf bei die der Suche Daedra. nach den Teilen. Wenn man auf das Messer läuft, dann wird er da schlungen. Aber das sollte ich später noch mal vorbeischauen, ha? Kann vielleicht was wird sein. Pass auf, wir kannten jetzt. Was haben wir nicht? Da muss ich zurück. Da muss ich Bericht erstatten. Das waren die Bruchstücke. Und da waren noch alle Hand um Tor. Der Phalion. Der hat da mittendrin natürlich im Sumpfgebiet. Da war doch irgendwo noch die Höhle mit der Ebenerzrüstung. Scheiße, wo waren die? Die hätte vielleicht das letzte Mal mitnehmen sollen. Für Fräulein Utgert. Pale. War ich da nicht fertig? Scheiße, wo war die Höhle? Ich glaube, da waren die Vampire drin, oder? Kann es sein? Die war die Höhle der Totgeburt. Die reisen nach Solstheim. Der Papius. Warte mal. Der Dr. Papius.
Wo haust denn dir? Da wohnt der Nick. Angers Mühle. Achso, du wundert. Nein, Siedler. Das ist der Papius, oder wie? Was Tatsächlich. wollt ihr hier? Verschwindet! Du geh. Deine Song heißt halt die Herrschaft noch nicht so unfreundlich, ha? So, die Kroppen? Mit dir wussten nicht, oder? Papius? Was wollt ihr hier? Hilfe! Luft damit. Kopfgeld im Pale. Warum? Sie sagt vorhin. Was auf dem Papier so mal flach liegt. Für alle Zeiten. Und dann kann man jetzt eigentlich Bericht erstatten, oder? Was sagt er dazu? Der Navi ist tot, Beitilt und der Papius. Dann eine Song auf der Bruderschaft. Das ist Brille der Dunkelheit. Bin zurück. Du schaut aus, was sind die Buben? Was sind's? Die Mutter der Nacht ist uns allen eine Mutter. Ja, aber so dann Ihrer Stimme folgen wir, ihrem Willen. Cicero. Würdet ihr es wagen, ungehorsam zu sein? Und dafür bestraft? Der Bericht, wir wollten den haben. Redet nur weiter, kleiner Mann. Dann sehen wir, wer Festus hier Grex. bestraft wird. Fräulein Seid Astrid. doch still, ihr alter Brombeer. Gabriela. Der Mann hat eine lange Reise hinter sich. Ihr könntet wenigstens höflich bleiben. Dann hast hier, so. Herr Cicero, ich für meinen Teil bin erfreut. Ja, aber Sie sieht doch. dass ihr und- Ein Spruch. Den hab ich noch gar nicht gesehen. Saugen und Todeszeichen, jawohl. Kann ich saugen wie ein Weltmeister. Mann, ich bin eh schon zum Blutsauger mutiert. Na, sieh, da sitzt er. Macht wieder Brotzeit. Er macht immer Brotzeit, gell? Habt ihr nicht mit Astrid gesprochen? Sie ist draußen beim Teich und heißt dort die Mutter der Nacht und ihren kleinen Hofnarren willkommen. Sie hat einen Auftrag für euch. Kommt anschließend zu mir. Nein, bin gleich da. Habt ihr nicht mit Astrid gesprochen? Sie ist draußen beim Teich und heißt dort die Mutter der Sprich Nacht mit Astrid. und ihren kleinen Safe fix. Hofnarren willkommen. Sie hat einen Auftrag für euch. Kommt anschließend zu mir. Ich wollte einen Bericht erstatten. Ein Drachenbaum. Ich weiß ja gar nicht. Die Nummer mit den Feuersalzen. Haben wir die schon erledigt? Zuflucht reden die Leute über eure letzte Großtat. Der etwas Festus. spricht sich wirklich schnell herum. Ich bin seit Gabriela. dem Tag Das war ein meines Schlüpfens Selbstmordkommando. Teil der Das hat Dunkelheit. selbst Astrid, aha. Seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Wir haben Geschäftliches zu bereden. Unser fürchterlicher Vater führt mich. Darum kann ich nicht versagen. In der Tat. Ihr müsst in Markat mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden geöffnet ist. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren einstigen Geliebten tot sehen.
Anscheinend hat sie das schwarze Sakrament vollzogen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden, den Auftrag vereinbaren und ihn dann vollstrecken. Tut einfach, was der Auftrag von euch verlangt. Seid professionell, vertretet uns gut und erledigt eure Arbeit. Da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Muiri euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein. Sind sie immer? Dann sagt er ihm, Großzügig. Hätte gut. das ist meine Frau. Oh ja. Cicero. Am schaut aus. Nimm mal den Latten am Zahn, oder wie? Noch ein Familienmitglied. Hallo, hallo. Es ist so schön, euch zu sehen. Der Narr. Bei der holen wir gleich mal zum Freund. Traut ihr dem armen Cicero nicht? Ich bin doch nur ein unschuldiger Clown, ein Dummkopf. Oh, aber meine Arbeit ist nicht dumm, nein. Denn ich bin der Bewahrer unserer Mutter. Die Gruft der Mutter der Nacht in Bravil wurde geschändet. Die kaiserliche Provinz ist von Kämpfen verwüstet. Zurzeit ist es dort nirgendwo sicher. Also hat Cicero unsere Dame in ihr neues Zuhause gebracht. Hierher. Das ist die einzige in Himmelsrand verbliebene Zuflucht. Das gebot meine Ehre als Bewahrer. Oh, was? Wer ist die Mutter der Nacht? Oh, ihr erlaubt euch einen Scherz. Ihr scherzt mit dem leichtgläubigen Cicero. Ihr wisst natürlich, dass die Mutter der Nacht unsere unheilige Oberin ist. Der unvergängliche Geist einer großen Frau, die die Kinder des Cities gebar. Und sie tötete. Ihm zu Ehren. Ich glaube, ich gehe lieber. Die einzige Mutter, die ich kenne, ist die Puffmutter. Leb wohl. Pass auf, wir wollten ja zum Nasir, eigentlich. Bisschen Bericht erstatten. Ja, Brotzeitmeister. Bin wieder da. Immer noch hier? Was ist denn los? Glückwunsch. Ihr habt einen abgemagerten Bettler kaltblütig ermordet. Vor euch muss man wirklich Angst haben. Eben. Hier habt ihr eure Bezahlung. Herr Baumann kenne ich gar nicht. Auf geht's. Du, warte mal. Ich hab noch mehr. Natürlich ist sie das. Wie ich hörte, ist das Bergbauwesen voller Halsabschneider und die Arbeitszeiten sind mörderisch. Ich könnte das den ganzen Tag lang tun. Hier, eure Bezahlung. Viel Glück und lasst euch nicht umbringen. Gut, ich hoffe, ihr wart in dieser Holzmühle vorsichtig. An den ganzen Holzsplittern und Nägeln kann man sich ziemlich übel verletzen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier ist eure Bezahlung. So, die 3 Aufträge haben wir abgeschlossen. Na, 7 im Foot. Wenn du dann dort noch möchtest, dann sagst du das. Ich bin die perfekte Waffe. Meine unschuldige kindliche Gestalt öffnet mir so gut wie alle Türen. Gift oder ein fester Biss erledigen dazu gewöhnlich den Selbst. Pass auf, Buben. Was haben wir da? Also. Hätte ich gemacht, hätten noch einen Tresor. Oh, ihr sprecht von diesem Herrenhaus. Während des Er flockt da rum. Grüße, Bruder. Was soll ich sagen? Es war genauso, wie ihr gehört habt. So, verbessern können wir erstmal nichts, gell? Lauter ein bisschen. Astrid beim Foot. Pass auf, umgekehrt. Auf den neuen Schandtaten. Sprich mit Muiri. Aber später erst.
Junge Schlammkrabbe. Gib Malborn die Ausrüstung. Ja, wo denn das? Eine Einsamkeit. So, in Einsamkeit haben wir auch noch einiges zu erledigen. Also die Ausrüstung, warte mal. Da die andere Nummer. Sicher den ein oder anderen Septim entbehren. Oh, er möchte was. Nein, möchte er nicht. Ich muss aufs Klo schön. So wie der Rost. Ja, dann tun sie es. Der lila Schmetterling. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Wenn ihr in den Blauen Palast wollt. Wenn ihr diese alten Lumpen jemals ersetzen wollt, schaut bei glänzende Gewänder vorbei. Verkleiden im Blauen Palast. Tatsächlich? Gar nichts. Was ihr anhabt, ist sehr nett. Wenn ihr aber etwas mit mehr Stil tragen wollt, dann solltet ihr einmal bei uns im Laden vorbeischauen. Glänzende Gewänder. Wir könnten euch passend ausstaffieren. So, die möchte mir gerade so dran. Ihr wollt wirklich in den Blauen Palast? Das ist eine gute Gelegenheit. Wenn ihr bereit wäret, eine Garderobe von glänzende Gewänder zu tragen und mit der Jarl zu sprechen, würde ich euch nicht nur dafür bezahlen, sondern ihr könntet die Garderobe auch noch behalten. Gut, hier ist die Garderobe. Versucht Elisivs Meinung darüber zu erfahren. Und wenn sie ihr gefällt, dann erwähnt, dass ihr sie von glänzende Gewänder habt. Unterhalte dich mit Elisiv. Denkt an glänzende Gewänder, wenn ihr einen Kleiderwechsel braucht. Papa sagt, dass ich Rogwehr nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. So, was mit dir doch? Der Derwin. Wenn mich recht erinnert, dann hat er eine lästige Aufgabe, oder? Wollen wir die machen? Ich meine, irgendwann müssen wir es machen. Bitte, habt Mitleid mit einem Alten. Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Sein Meister, wollen dir? Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Also gut. Der Geist des Wahnsinns. Und er befindet sich im Blauen Palast oder so. Pass auf, das war die Nummer mit Solstheim. Trollfett und Tetraherz. Der schwarze Stern. Sagt nur dazu. Das bodenlose Loch der Frechheit.
Wobei da drum. Das war der Schrein von der Azura. Fliegen wir da, Affi.